So, liebe Freunde der verbrennten Schweinswürstel, der Sommer ist gleich vorbei und ich habe einige Leute gesehen, die gegrillt haben in den letzten Monaten. Und ich habe da Dinge gesehen, schlimme Dinge habe ich gesehen, schlimme Dinge. Und da muss ich sagen, es ist an der Zeit, dass man endlich einmal allgemein gültige Regeln fürs Grillen festlegt. Unbedingt. Und das möchte ich jetzt hiermit machen. Ganz wichtig, diese Regeln gelten überall. Im Norden, Süden, Osten und zuallererst unverzichtbar ist die erforderliche Schutzausrüstung. Das klassische Grillensemble ist ein Mann, gerne auch mit Bauch, vor einem Grill. Das ist einmal unsere Grundvoraussetzung. Die meisten Männer grillen lieber alleine, also ganz alleine, nur der Mann. Also im Prinzip halt dann ohne Weih. Die Frau kann sich gern, solange bis Essen fertig ist, ein bisschen hinlegen. Oder auch mit den Kindern spazieren gehen. Dieses Video oder diese Regeln beziehen sich auf richtiges Grillen. Richtiges Grillen, nicht irgendeinen neumodischen Zeug, richtiges Grillen. Also mit dem da nicht irgendwas im Rauch garen oder wirklich kein Gasgrill, gell? Sicher nicht. Wir reden von einem Grill mit einem gescheiten Feuer. Das ist Grillen. Und sowas dauert auch manchmal ein bisschen. Bis da gescheite Glut drin ist, das dauert, aber man muss Zeit dabei haben. Grillen, das ist kein Fast Food. Wenn das dann soweit ist, es ist eine schöne Glut drin, dann kommen die Sachen auf den Rost legen. Das Einzige, was ich mir eingelasse, dass man ein bisschen eine Alufolie drüber tut, damit es nicht direkt verbrennt. Okay, da lasse ich mich mal reden, das kann man machen. Jetzt kommen wir dazu, was legen wir jetzt auf diesen Rost drauf? Also ganz gern genommen ist einmal ein Rind, oder halt klassisch ein Schwein. Ja. Es darf auch ein Wild, darf es genauso sein. Ganz wichtig ist, Geflügel nicht vergessen zu würzen. Geflügel immer gut würzen. Sehr wichtig. Warum nicht einmal was Ausgefallenes auf den Grill legen? Ja? Geht genauso. Natürlich. Ich habe schon mal Burger gemacht, aber aus Pute und Rind gemischt. Super Sache. Wenn man Bacon oder wenn man halt sagt, einen Speck verwendet, den nach Gebrauch immer gut zudecken, damit er nicht austrägt. Natürlich kann man auch ganz klassisch eine Wurst, geht auch. Ja. Oder Bratwurstschnecken, überhaupt kein Problem. Was aber keinesfalls geht, was nichts auf dem Grill zum Suchen hat, sind Hunde. Oder auch Katzen. Keinesfalls. Okay? Auch wenn da jetzt einige Asiaten vielleicht ein bisschen enttäuscht sind oder gar böse, bei uns kommt das nicht auf den Grill. Und was überhaupt nicht geht, Gemüse. Vor allen Dingen, was ich ganz oft gesehen habe, keine Paprika auf dem Grill. Und wenn ich sage keine Paprika, dann gilt das für alle Paprika. Okay? Und zwar für rote, gelbe und grüne. Natürlich kann man auch kein Spiegelei grillen, aber das versteht sich ja hoffentlich von selber. Auch verboten sind Maiskolben. Oder habe ich auch schon gesehen, Spargel. Oder also eine Sucht, Pilze, also Schwammerl. Na. An der Stelle mal ein kurzer Sicherheitshinweis. Während des gesamten Grillvorgangs niemals mit der Grillzange niemals. Falls dir das doch einmal passiert, dann mit besten Eiswürfel nehmen und na geht's schon wieder. Wichtig ist auch, der Griller ist ständig und laufend mit frischen Getränken zu versorgen. Und zwar kein Wasser. Okay. Am liebsten magst du ein Griller ein helles. Das dürfen auch mal mehr als 10 sein.
Kann teilweise auch. Oder wenn es heiß ist, bis zu halb sein. Aber auf keinen Fall das ganze Bier schon auf einmal bringen, also im Fassel. Das wird ja heiß. Das wird ja warm da drin. Das kannst du nicht mehr trinken. Gell? Am gescheitern ist, eine Glasflasche weg und eine Falsflasche wieder her. Das ist das Allergescheiter. So, wenn man dann aber mal bisseln muss, bei der ganzen Grillerei, niemals in Grillbissel. Wenn es schon sein muss, dann beim Nachbarn einen Zaun vielleicht, gell? Das lasse ich mir gehen. Kurz bevor das Grillgut dann durch ist und fertig ist es ja eine Unsitte, dass ständig Tipps gegeben werden an den Grill. Ich ist fertig. Keine Tipps und keine Ratschläge. Ein guter Griller kennt das, wenn das Zeug fertig ist. Zum Beispiel bei einem Kasgriller, wenn der Kas spritzt, dann weiß man, es ist höchste Eisenbahn. Okay? Und wenn dann alles fertig ist, dann geht es auch schon an den China-Teil, dann geht es ans Essen. Aber da auch wieder Vorsicht, ganz vorsichtig arbeiten mit den scharfen Soßen. Sonst hoch. Die richtigen Beilagen sind wichtig. Gern genommen ist einmal ein Brot mit Tzatziki zum Beispiel, sehr gut. Und wenn man das dann alles drin hat, dann ist es entscheidend zur Verdauung, man geht ins Bett und legt sich hin. Oft ist es ja so, wenn man wieder wach wird am nächsten Tag, hast du einen Mordsbrand. Aber der vergeht wieder und auf die Nacht fängt man einfach wieder von vorne an. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von mir. Ende.